Die Botschaft von der ist wieder in dieser Serie on Jnod. Und von der Thema ist, Jnod als Jrata ist die Jesazen oder die Religion. Das wird die Religion, wird gebraucht, mag Dichter in welcher Weise. Und so, was sie verstehen, das wird zu meinen, dass dort als ernsten Glauben, was gebüht ist, an Menschen wirken. Aber die Bibel braucht das Wort in der guten Weg, und das erste Weg, wo Menschen proben, in Gemeinschaft sein mit Gott und haben dann mit Glauben. So, ich wollte das Wort Religion oder Religion, ich kann das mit Tongue, ich habe eine Trouble, die überall. Aber ich wollte das Wort von dir nicht brauchen, ich will lieber jesatzig leben, wegen dort ist, was die Bibel verglichen hat mit Jnod. So, wenn wir von diesen zwei Dingen denken, dann, einer ist Gott seine Weg und einer Weg ist Menschen seine Weg, der Erde Weg. Gott seine Weg ist durch Jnod und Leib. Menschen Erde Weg ist durch gesetzlich proben, gut genug zu sein, sodass Gott Antwort annehmen. So von der werden wir diese zwei Dinge vergleichen. Zum sein, wo gesetzlich leben uns nicht helfen wird. Und unser Haupt haben sich Leben für Jesus Christus kämpft bloß durch Jnod. Bloß durch, was Jesus auch getan hat für uns. Gesetzlich Leben ist nicht das Evangelium. Paulus merkt das ganz klar in Galata Kapitel 5, die 4. Vers. Er sagt es, dass wenn je durch das Gesetz gerecht worden, dann hat je von Christus losgemerkt, und sind von der Jnod aufgefallen. Das letzte Part von dieser Vers, was fertig gebracht ist, in der Vers, was zum Lehren, dass wir unsere Raden kann verlieren. Das ist nicht, was diese Vers lernen wird. Was diese Vers lernen wird, ist das. Wir können nicht bad werden. Du hast bloß eine Weg, was Gott dir gefallen ist, und das ist durch Jnod. Und wenn wir proben, durch das Gesetz, proben gerecht worden und dann auch gerecht bleiben, das sagt hier, wir dann uns losmerken von Jnod. So, das ist wichtig, dass wir lassen Gott uns wiesen, wo sind wir noch fast? Wo hat der Gesetz noch Kontrolle über uns hat, so dass wir können uns losmerken von dort und wir können Gott gehorsam sein durch Jnod. Die Bibel lehrt uns sehr klar, dass durch Gottes Wirken, durch gesetzlich Leben, wo wir niemals geraten worden. So ein paar Dinge unter das. Uns Hintergrund kann uns nicht raten und kann uns nicht helfen, um Jesus zu folgen. Was meine ich mit das? Ich meine mit das, dass Gott hat keine Grautjänger. Dort meint, dass wenn wir in ein Heim abwachsen dann oder wir in einen Kirche abwachsen dann oder in eine Community abwachsen dann, wo Jesus Christus klar wird gepredigt. Und wir weiden alles, was das fehlen wird, um Jesus Christus nachfolgen, wie man alle die persönliche Entscheidung merken. Das ist nicht so, was unsere Eltern können für uns tun, das ist nicht so, was unsere Kirche kann tun für uns. Uns Hintergrund wird uns nicht raten. Vielleicht bist du in einer Familie geboren, voll Prediger, voll Diakon, Kirchenlehrer, Menschen, die ganz hingegeben sind zu Jesus Christus. Und in deiner Familie hast du gelernt, was das meint, um Jesus Christus nachfolgen. Aber dort, wo die Person in deiner Familie tut, wenn sie auch Prediger sind, wenn sie auch Diakon sind, dort helpt die nicht, bitte, dass die das persönlich annehmen das. So, wo ohne Menschen Gottes Gnade angenommen haben, ausleben, dann, das hilft uns nicht, bitte, dass wir das persönlich annehmen. Wenn du in einer Familie geboren bist, was wird auch wir von Gott? Hier ist eine gute Nachricht in das. Das meint nicht, dass wir niemanden proben zu schaffen, dass wir nicht gut genug sind, dass wir in Gottes Familie passen. Gott, seine Arme sind offen für alle von uns. Und da bedeutet nicht von wo wir kommen, was von Hem wir abwachsen denn. Gott seine Gnade ist für alle von uns. Und dann sind vielleicht so eine Menschen, die sagen, ja, mein Zeugnis, der hält nicht an, das ist boring.
Ik was in een Fannenheim op, ik kan wat Jezus Christus weer, wer hij is en wat hij deed. En ik neem hem ganz jong aan, als mijn Herr en Heiland. En ik kan niemals mijn leven weggeschmeten, mijn Zeugnis als boring. So denken viele Menschen. Ich habe selbst mit dit gekämpft. Aber jeder Mensch, Lebensgeschichte, ist ein Vorbild von Gottes Gnade. Wir haben das niemals vergessen. Wenn du so eine Person bist, die hat dein Leben weggeschmissen, und dann hat Gott in seine Gnade raufgeregt und die zurückgenommen, und die Rat, und von der und da hast du sich von dort, wo du mal an verbunden wirst. Das ist ein großes Bild von Gottes Gnade. Aber an der anderen Seite, wenn du eine Person bist, die hat von den Kinderjahren, eine Kirche gefahren, eine Jugend gefahren, und du hast noch niemals wörtlich, wie würden sein, dein Leben weggeschmissen, dass du dein in den Sinn leben deitst. Und Gott hat die Jrata, und du ein Kind Gottes bist. Gottes zijn Vorbild, oder das Vorbild von Gottes Gnade als krachtse groot in dein Leben ist der andere sind. Und wo das groot ist dass Gott hat die beschützt in seine Gnade von aller dort durchgehen machen. Und ich weiß, wenn je würden so eine Person fragen, was ein schweres Leben durchgegangen ist, willst in dem Sinn wir, er würde wirklich vertuschen mit einem Leben, wo Gott uns beschützt hat von allen Dingen. Wieder, die Bibel lehrt uns, dass unsere gute Werke wollen uns niemals raten. Wir fragen dann vielleicht, wo passen diese gute Werke an Gnade taub? Wo schaffen die taub? Wir werden mal in so einem einfachen Vorbild gegeben, und ich glaube, das ist sehr passend. Wo viel ist ein Null wird? Das ist nichts wird. Und da bedeutet nicht, wo viel Null wie taub stehen, wenn wir auch Tiere Null haben, werden wir sein, noch mal merken, die Tiere Null sind, das ist der Weg nichts. Und das ist, was unsere gute Werke sind. Unsere gute Werke sind, das sind Null. Aber wenn Gott in seine Gnade uns raten wird und wir für am Leben dann wird eine Eintferder gestellt. Und dann alle die Null, was die nur waren, gesagt, das jaft eine große Samen. Und so ist es, alle die gute Werke, was wir in Christus tun, für Christus tun, in seine Gnade, aus Dankbarkeit, das hält viel an. Und so unseren Versicht, woran wir gute Werke tun, ist sehr wichtig. Und wieder uns Tradition wird uns nicht raten. Da wird viel gesprochen von Deutschen, von Mennoniten, dass wir sind die Menschen, die dort nach einmal tun, dass wir dort nach einmal gehört haben. Wir sind so die Menschen, die sagen, wir tun das nicht so, wenn wir haben das an Himmel so tun. Oder so haben wir das einmal gehört. Und viele von uns, wir bauen uns Leben an, wo das nach einmal gewasst ist, wir bauen uns Leben an Tradition. Und wir sind uns erst dort entstehen, wenn Dinge ändern, wegen wir gleichen dort, dass das einmal wir, und wir wollen haben, das soll noch einmal so sein. Aber ich glaube, viele Mennoniten, sie vertuschen, dort, wo Mennoniten sich eine Kultur holen wird, so ist dort, was Gott wörtlich sein wird. Das ist interessant für mich, wo viele Menschen sagen, das ist klar geschrieben in der Bibel, und dann sagen sie, was sie glauben, und das hat alles mit mennonitischer Kultur zu tun, und in der Bibel redet nichts von. Ein paar von den Dingen sind Kleiden, oder was von der Sorte Vorricht wir sollen fahren, oder was von der Sorte Spell wir sollen hören. Das sind ohne Dinge, was wir Port haben von unserer mennonitischen Kultur, was wir für ein Glauben tun als Port von was in der Bibel ist. Aber wir müssen sie abpassen, dass uns Glauben, was bloß und dort gebüht, was in Gottes Wort ist. Und wir proben unsere Radung, unseren Wandel mit Jesus Christus nicht an dort zu bauen, was bloß kulturisch ist. So, wir haben ein klein bisschen, ich kann hier mehrere Punkte, wo ich will durchkommen. Wir haben das zweimal verglichen. Der Unterschied zwischen Jesazen leben und Unger Gnade leben.
De eerste ding wat we willen vergelijken is dat Jesazen leven leidt om proeven God tevreden te staan door Gottes werken. Aber Gnade sagt, wir sind genug in Christus. Wie viele von uns, wenn wir in der Bad liegen down oder wir sitzen down und wir in unsere inneren Gedanken sind, haben die Fallung, dass wir noch nicht genug für Gott. Wir streben und wir streben und das ist niemals genug. Das ist vielleicht ein Teken, dass wir proben Gott seine Gnade zu verdienen mit unseren guten Werken. Aber der Christus, wer in Christus ist, wer in Christus seine Gnade leben wird, kann sein, ich sein genug, weil Jesus Christus hat mir geraten und ich sein Gottes Kind. Das ist nicht, was ich kann tun, das ist nicht, was ich getan habe, das ist, was Christus hat getan für mich. Seine Gerechtigkeit ist über uns, meine Identität ist in wer Christus sagt, ich sein, und nicht, was ich tue und nicht tue. Das ist sehr wichtig, dass wir verstehen, dass gesetzlich Leben hilft uns nicht, in Identität zu merken, was gesund ist. Bloß Gnade kann sein, ich bin genug in Christus. Der zweite ist, dass gesetzlich Leben lehrt werden, dass wir uns Trägern von sind, Gnade lehrt, dass wir das Gott annehmen. Hier ist ein sehr großer Unterschied. Gesetzlich Leben hat Ferien zu tun mit Proben von Sinn wach zu bleiben. Wenn wir Proben von Sinn wach zu bleiben, und wir wirklich bis uns Basis tun, dass alles, was wir denken, wer von ist, das schlechtes wach bleiben, da wird uns mal so und so weit bringen. Aber wenn wir kicken zu Gnade und zu Gott, und sagen, das ist das Gute, das ist das Beste. Ich will durchgehen, ich will fertig weg in Christus, fertig weg in Gnade. Das ist, wo wir sich haben in uns Wandel. So, wenn wir bis an Sinn denken und bis an Sinn proben auf zu sein und proben wach zu bleiben von Sinn, und was ist unsere Üben? Sinn. Wenn wir proben, lieber für Jesus zu leben, lieber proben dort zu leben, was Jesus hat gesagt, wir sollen tun, nicht bloß was er sagt, wir sollen nicht tun, dann wollen unsere Üben sein an Jesus. Und was unsere Üben an ist, wird unseren Wandel entstehen. Wenn wir dann bloß an Sinn denken, dann wollen wir in Sinn fallen. Wenn wir an Jesus Christus denken und seine Gnade für uns, dort ist dort, was wir dann wollen leben. Wie die Bibel lehrt uns, dass gesetzlich Leben bringt Sklaverei. Gnade bringt Freiheit. Galata Kapitel 5, die erste Vers sagt es dort. Dann blieb nu in der Freiheit, wozu Christus uns verholpen hat. Und lot je nicht weiter ein Sklavenjoch ableihen. Zu wem redet Paulus hier? Er redet zu Christen. Er redet zu denen, wer Jesus Christus so angenommen hat. Und Gott hat entgerat durch Gnade. Und sofern wir als Christen, wir wollen zurückgehen zu dort, was wir euch haben. Proben Gott zufrieden stehen mit unseren Werken. Aber diese Bibel, das Vers lehrt hier uns sehr klar, wir sollen in der Freiheit bleiben. Von wo kommt die Freiheit? Gnade. Von wo kommt die Sklaverei? Zurückgehen, zu proben durch Jesazen und Menschenreihen Gott zufrieden zu stehen. Noch eine Ursache, warum gesetzlich Leben eine Sklaverei bringen wird, ist, wir fallen uns niemals wirklich, dass wir Gott genug sind. Wir streben und wir kämpfen und wir tun uns baden, wir strengen uns wirklich an, wir schaffen uns mit, wir tauben uns mit. Und am einen Tag fallen wir einmal. Das ist nicht genug, das ist nicht genug. Und gesetzlich Leben hält uns unter Kontrolle, wenn wir probieren, gesetzlich zu leben. Wegen wir fallen uns, wir müssen mehr und mehr schaffen. Und wir merken uns wirklich mit unter dieser Sklaverei. Das ist interessant, weil wir das Mennonitenvolk haben über die Jahre
frische Kolonien angefangen und dort und es selbst erst nicht mit Adig. Aber woran wir dort fertig tun, als wir werden wieder und wieder in der Welt tragen, sodass wir können besser und besser leben. Und ich glaube, du erst in der Sklaverei manch uns Männer nicht Volk und dort erst das. Wenn wir bis vor ein Kleinbett wieder wegtragen, dann wollen wir ein Kleinbett besser können leben, dann wollen wir können wirklich nur jemals Jesus Christus zufriedenstellen mit unserem Wirken. Und das hält uns einmal in der Sklaverei, wo der als Freiheit in Jesus Christus in seine Gnade. Der nächste Punkt ist dort, je satzlich leben, sagt wir sollen anderen, was wir tun. Gnade lädt uns, zu uns hart lohnen anderen. Ich will hier ein paar Versen verlesen, was das Punkt outline. Der erste in Lukas Kapitel 11, 39, das sagt es dort. Aber der Herr sagte ihm, je Pharisäer halten die Kuffel und schieben von Büten rein, aber innerlich sei je voll schlachtet und gestohlen. Wo viele von uns, wenn wir würden uns Leben untersuchen, wir würden sein, büterlich, sei wie Fernrennen. Wir fahren die Kirche, unsere Sünden halt wie Pleitsch. Wenn Menschen würden von uns reden, die würden niemals was abnehmen, wo wir mit Sinn kämpfen tun. Wir stellen uns fern ab. Wenn der Prediger rum ist, dann stehen wir mit fern, stark, und loten sehr schmack und rührig. Wenn wir ein Haus fahren, dann sagen wir uns selbst weiter. Was genau uns lernen, dass in Christus ist die Kraft, zum jeder Tag frei leben und dort Gott uns von Bern reinigen wird. Wir sind fertig zu bedeutet und dort wir von Büten fern reinloten tun und wir merken uns so schwer mit dort wir in ferner leben können, leben für die Menschen, dass sie leben wie sind Gott, dass wir loten Gott nicht nähern, dass er uns hart reinmerken wird. Dort ist wichtig, dass wir rein wollen von Bern, so dort was von Bern geändert ist, kann unser Leben ändern, wo wir uns leben und unsere Gnade ausüben tun. Das nächste ist Psalm 139, 23. Vers, das ist ein bekannter Vers. Gott sei einmal, wo dort mit mir steht. Unger seg mein Hort, prüf mich uit und sei, wo ich dort mein. Das ist ein Gebet von David. Und David betet hier zu Gott, dass Gott ihm dort offenbaren wird, wo dort mit ihm steht. Und dann das nächste Part, er sagt nicht, Unger seg meine Worten. Er lehrt hier, Unger seg mein Hort. Prüf mich uit und sei, was ich dort mein. Wo ist die Meinung? Wo ist das Ziel? Das ist ein Hort. Unsere Meinung, unser Drieb, unser Motiv, das ist nicht zu tun mit was wir tun, das ist zu tun mit was wir sind. Und genau gibt uns die Kraft, um dort auszuleben, dort, was Gott will haben, wir sollen sein. Dann wieder in Kolosser Kapitel 2, der 23. Vers, sagt es dort. Wenn jemand Christus von der Welt gestorben sind, woran lot jünt, dann war er gesetzlich ablein, als wann je noch zu dieser Welt gehören. Sie sagen, du sollst das nicht anfangen, du sollst das nicht schmecken, du sollst das nicht anscheren. Dort wird doch alle unter den Hängen verteilt. Und es ist nicht aus Menschenreihen und Menschenlehren. Das ist voll, weil so als dort, wann dort sich selbst abgeledene Frommsein und diese falsche Demut zur Weisheit legen. Wird sie den Körper schonungslos behandeln. Aber die fleischlichen Leidenschaften wurden durch dich auf keine Weise unter Kontrolle gebracht. So was lehrt Paulus uns hier? Dort
wann wir proben uns mehr Menschen rein abzuleihen, da wird uns nicht helfen, wieder zu leben. Wir müssen nur Jesus checken. Und der Gnade, was er für uns hat, der Haupt, was er für uns hat, wir sagen letzten Sonntag, wo Gott uns helfen wird, frei leben von Sünd. Mehr Reihen absaten wollen uns nicht helfen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo wir das mennonitische Volk über die Jahre haben gekämpft. Wir kommen kort mit so leben, als wir wollen, dann merken wir nach einem Satz ab. Wir uns erst nicht ganz gut genug, wo herrlich wir sind, merken wir nach einer Reihe ab. Und alle das, was hier sein wird, sind Menschenreihen. Wenn das nicht von der Bibel kommen wird, wenn das nicht klar geschrieben wird in der Bibel, was wir tun sollen und nicht tun sollen, wenn das Büter dort ist, das sind Menschenreihen. Und wir sollen sehr abpassen, dass wir die zwei Dinge nicht vertischen tun. Dort, was Gott sein wird, klar lernen wird, und dort, was Menschen lernen wird. Wir müssen lernen, um die zwei Dinge hineinzuholen. Der nächste Punkt ist, gesetzlich Leben bringt Furcht und Angst. Gnade bringt in Englisch wie sein Safety oder Beschützung. Wo bringt gesetzlich Leben Angst? Wenn wir uns ausgesucht haben und gesetzlich leben, dort haben wir dann mal proben, so perfekt zu leben, als wir können. Und wir lesen in der Bibel, wenn wir nicht perfekt sind, dann kommen wir kort. Und wer kort kommen wird, ask euer Gott seine Ohr, wenn er bis euer Gesetz ist. Und so da ist immer eine Angst und eine Furcht und Sinn, aber probt gesetzlich zu leben, dort Gott wird antwortlich nicht annehmen. Dort nicht Wort taudecken. Dort sie wollen für Gott stehen und dort, was sie tun hat, wird nicht taudecken. Da ist immer eine Angst, da ist immer eine Furcht. Aber in Christus brauchen wir uns nicht ängsten. Unser Gnade brauchen wir uns nicht ängsten. Wir können in Sicherheit stoppen gehen. Wir können in Sicherheit denken, dort wird Jesus Christus hat unsere Sünden alle betont. Wird Jesus Christus hat uns nie gemerkt, durch die wahre Geburt. Wird wir unser Jesus Christus in Gerechtigkeit sein. Wir sind safe. Wir sind safe für Gott. Und wenn du Angst hast, wenn wir an Gott denken, dann lebe ich vielleicht noch gesetzlich und nicht ohne Gnade. Die Bibel lehrt uns, wir sollen in der Gottesfurcht haben. Das ist eine Ehe für Gott. Und wenn wir aufwohnen, dann wir sollen eine Furcht haben, einen Respekt haben für Gott. Aber wenn eine Angst ist, dort ist ein Beweis, dass wir ohne Gesetz leben und nicht ohne Gnade. Hör mal, was 1. Johannes Kapitel 4, der 18. Vers lernt. Wir brauchen uns nicht fürchten für einen, der uns wirklich gut ist. So als er uns rein gut ist, merkt alle Angst in uns unnötig. Wer sich noch fürchten wird, in dem ist der Leib noch nicht tüchtig geworden. Wer es fürchten wird, Leib sich verstraft. Diese Bibel lehrt uns sehr klar, wir dürfen uns nicht mehr fürchten. Woran brauchen wir uns nicht fürchten? Wir brauchen uns nicht fürchten vor dem, wer uns wirklich gut ist. Der nächste Punkt ist, dass gesetzlich Leben probt die Menschen zufriedenzustellen, was Gott zufriedenzustellen. Sehr viele Menschen, die proben, gesetzlich zu leben, sie würden das sein, das tue ich für Gott, aber merken, sie stellen sich Geschmack ab, so dass ohne Menschen das sein kann. Aber für Gnade leben, erst haben wir Freiheit leben, dass wir Gott zufriedenstellen können. Nicht, was wir tun, aber dass wir hingegeben sind, zu dort, wo er in uns will tun. Wo viele von uns, wenn wir würden dort wirklich mit dem Tausch tun, haben Menschenfurcht. Wir stellen uns ganz Leben an, du noch, zu dort, wo Menschen wollen sein von uns. Das ist, glaube ich, besonders für uns Christen. Wir wollen haben, dass Menschen sollen uns gut ansehen.
En wie dan dat verleden, waar dat een hart is, maar waar we ons verder mensen opstaan. Dat is dan wichtig, dat we loskomen van dit Furcht. En we leven voor God en niet voor mensen. Zij voor mensen die leven onder Jesazen en mensenruilen, wil ze zijn angst, ze worden onder beledigen. En ze zijn geloof te dat. En dat meine ich, dass wir sollen nicht abpassen, dass wir Menschen nicht unnötig beleidigen doen. Aber wenn Gott die Freiheit gemerkt hat, dann für ihn zu leben, dann sollen wir nicht proben, ohne Menschen erreichen und ohne Menschen in Ordnung leben, sodass sie Kontrolle haben über uns. Jesus Christus ist uns Herr, nicht andere Menschen. Sprüche Kapitel 29, 25 Vers sagt es dort, Menschenfurcht zu haben bringt ein Schläng. Wer auf den Herrn verlässt, wo sicher sein. Hier sagt Jesaja klar, dass wenn wir sicher sein, wir sollen uns an uns Herrn bühen, was er sein wird, lieber als was Menschen verlangen. Das zweite ist, dass Jesaja sich Leben bringt Scham und Gnade, weil dat de Heilige Geest ons wijzen hoe we kort komen. In Engels wil we zijn, je zaad zich leven, brengt guilt en shame. Genode en je genode leven brengt conviction. Zodat God ons wijzen kan in zijn genode hoe we kort komen, dat hij ons helpen kan. 2 Korinther kapitel 7, de 8 tot 11 de vers zegt es dit. Wanneer ik jullie durch mijn brief purig gemerkt heb, als mir dort noch nicht leid. Dort ich den geschrieben habe, wann mir dort auch leid deed. Dort ich jünt durch meinen Brief für eine Staute Wei gedonen hat. Doch nu frei ich mich nicht an, dort ich jünt früher verursacht hat, aber du wegen, dass du durch dein Leben an anderen. Dort wir ein Trüger nur Gott sehen wollen, und so haben die durch unseren kleinen Schulden gekriegt. Der 10. Vers besonders, das wird voll. Trüger, die von Gott ist, bewirkt in Umkehren, wodurch wir selig wurden. Und dort wird keinem Leid. Aber der Weltertrüger wirkt den Tod. Der von Gott gewirkte Trüger haft und jünt eine Verlangen in einen dingenden Iva gewirkt, jene Schuld zu beweisen, wann auch euer über die Schulden und Furcht für die Strafe mit dabei wären. Je haben in aller det bewezen dat je in dieser Sache rein sind. So hij dit hier verglichen, zwei Sorten Trüger. Eine Trüger, die kommt von Gott. Und was bringt diese Trüger? Diese Trüger bringt Umkehren. Diese Trüger bringt Leben. Gott helpt uns anderen, zodat wir kann besser für ihn leben. Der Trüger, was von der Welt kommt, bringt Tod. Und wenn wir eine Trüger haben, was uns bis einmal wieder raufrieten tun, dort ist eine Trüger, was von der Jesazen Leben kommen wird. Wenn wir eine Trüger haben, was uns ansporen wird, dass wir uns abmerken mit Gott, dort ist eine Trüger, was von Gnade kommen wird. Das nächste ist, Jesazen Leben bringt eine Pracht, eine Stalt in uns. Gnade bringt Demut. Wenn eine Person ist, die sich sehr groß hat, mit wo er leben hat, was wisst er? Kijk mal, was ich kann tun. Kijk mal, was ich getan habe. Kijk mal, was ich dienen kann. Kijk mal, die Gaben, was ich habe. Kijk mal, all die Dinge, was ich für Gott getan habe. Das ist Jesazen Leben. Und die Person, die demütig ist, die wird einmal zurück nach Jesus wiesen und sagen, das ist, was Gott getan hat in mir.
Hij wordt niet een groot merken van zichzelf, wegen hij weet alles wat hij is, als wils Jezus heeft hem dat gemerkt. So er ist ein großer Unterschied, wenn wir stolz sind, wenn wir Pracht in uns Hort haben, dort ist wirklich ein Beweis, dass wir gesetzlich leben tun und nicht in Gnade leben tun. Gesetzlich leben foto einmal fertig bis an die kleinen Dinge. Aber Gnade lädt uns zum Jesus Christus in uns ganzen Leben annehmen. Lukas Kapitel 11, 42 Vers sagt es steht. Weijend, Pharisäer, gegeven van peperment en del en alle krankheid, kranken, kruid, den tienden over am Leib te God en gerechtigheid jammer je niet. Dat laatste zal je gedonen hebben en dat eerste niet loten hebben. Hij zegt dat we am Leib von Gott in seine Gerechtigkeit leben tun, ist viel wichtiger, es proben in jeder kleinen Punkt der Gesetz noch zu folgen. Und wenn wir gesetzlich leben tun, wir sind fertig, wir kicken bloß nur ein Ding. Und Menschen, die gesetzlich leben tun, die merken sich schwer fertig bloß an eine Reihe oder eine Vers in der Bibel. Und die stellen ihr ganzes Leben an und diese eine Vers. Dat is werken wat ik meen dat we gesetzlich leben. De tweede is dat, of de nächste is dat, wanneer we gesetzlich leben, dan we worden fertig een Hechtler. Aber Gnade geeft ons de kracht dat we kunnen wijzen wer we werkelijk zijn. Wanneer we gesetzlich leben, dan rijden zijn door dat we die breken kunnen. Gesetzen zijn door dat we die benen kunnen. En we kunnen zeggen, kijk mal. Ich hatte vielleicht ein kleines Unterschied, aber ich hatte es gesagt, nicht wörtlich gebrochen. Die Bibel sagt, ich kann das tun, ich soll das nicht tun, aber ich hatte große angestellt, dass ich das nicht habe gebrochen. Aber wir haben es so sehr gebeten, dass es nicht zu sein ist, was die gesagt ist in uns. Aber Gnade hilft uns zu beweisen, dass wir in Hort kommen für Gott. Wieder mit gesetzlich leben, was die Bibel fertig gebraucht, ist ein Gewehr, jungen Menschen, und mit Gnade, was die Bibel gebraucht, die Menschen helfen. Wofür, wenn Menschen fallen dann in die Kirche oder in unser Leben, nehmen wir unsere Bibel und wir merken die open, wir lesen eine Vers bis zum Ende raufbringen, durchschlagen. Und wer sonst dort der ist doch nicht frei von gesetzlich leben. Wir sollen die Bibel reich brücken. Ja, die Bibel soll uns lehren, wie wir kort kommen tun. Aber die Bibel lehrt uns einmal, wo wir aus der Sinn sollen kommen. Uit mit Gnade. Nicht mit Gewalt, aber mit Leib und Gnade. Das nächste ist, dass durch gesetzlich leben, kriegt Mensch die Ehe. Durch Gnade kriegt Gott die Ehe. Das ist sehr wichtig. Uns Jesu Wandel mit Jesus Christus ist für Gott seine Ehe, nicht unsere Ehe. Wo wir Menschen pochen, schau mal, was ich da. Schau mal, wo weit ich sind gekommen. Der ich als Port von, das ist mir und das ist ich. Dort wies sich nur Jesus. Dort wies nur uns selbst. Und der letzte Punkt von der ist, dass gesetzlich leben, wenn wir es dort leben, dann färben Lot wie Menschen ab, mit frischen Gesetzen, Leiber es enthalten. In Matthäus 23, die 4. und 5. Vers sagt es das. Sie bringen andere Menschen schwere Lasten ab, die Schultern, die schier nicht zu drehen sind, aber sie selbst wollen nicht in Finger rühren, die drehen zu halten. Sie tun alle ihre Werke mit der Aufsicht von den Menschen Jesazen zu sein. Sie merken sich, ihre Stirnreime ist breit und die Tollen und die Kleider lang. So hier redet Jesus von der Pharisäer. Dort werden seine, was sich
die in der Port zaten und sie wollen so heilig leben, als sie können für Gott. Und sie mögen sich alle Sorten Regeln und Menschen lehren ab, sodass sie können sich selbst haben, Gott besser proben, nur zu folgen. Aber sie entweder nicht gut, bloß die eine Menschen Regeln für sich selbst haben. Sie wollen haben, andere Menschen sollen sich auch diese Regeln ableihen. Und das ist, was wir merken, tun als Menschen. Wir sind eine Person, die lebt anders, was wir tun. Und wir glauben, wenn sie würden bloß meine Regeln, was ich für mich selbst habe gemerkt, auch annehmen, dann würden sie viel besser auf sein. Und wir probieren andere Menschen zu kontrollieren, mit was wir haben für Jesazen in der Kirche und in unserem Leben. Und das ist nicht der Weg. Gnade ist so, dass wir gesonnen sind im Hort, dass wir andere Menschen werden halten. Dort, wenn du auch Dinge sind in der Bibel, was uns lernen, was wir sollen tun, was wir sollen weg von bleiben. Gnade ist nicht so, was uns in der Lot ableihen wird. Gnade ist so, was andere Menschen halten, der Lot zu drehen. Zunächst will wir ein klein bisschen sagen, was meinen das, dass wir Gnade leben mit anderen Menschen. Aber ich will von dir schließen mit einer Frage für uns von dir. Und das ist das. Stellen wir uns Leben an für das Gesetz oder das Gnade? Und das ist nicht bloß, dass wir können sein, ich sage ganz hingegeben zu diesem Gesetz, oder ich habe mich ganz hingegeben zu Jesus Christus. Ich glaube, wir würden uns selbst untersuchen, wir würden sein, die sind beste Städten, wo wir auch frei sind. Dass wir nicht gesetzlich leben tun. Aber mein Wunsch ist für uns von dir, dass wir wirklich frei werden. Von Gesetz, dass wir können durch Gnade so leben, dass wir Gott zufrieden merken. Ich weiß nicht, wo die würden sein, die sind gesetzlich leben, stehen in jedem Ort. Aber ich will von dir beten, und wenn du von dir aufbärst, dass Gott dir offenbaren wird, ich froh bist, dass du mitbeten dessen Stellen mit mir taub. Da wir taub beten. Jesus Christus, wir haben gelehrt von dir, der Unterschied, das sind mehr Unterschiede in der Bibel, der Unterschied zwischen gesetzlich leben und unser Gnade leben. Einer bringt Tod und einer bringt Leben. Jesus Christus, wir wollen eine Kirche sein, wir wollen Christen sein, die unser Gnade leben tun. Wir wollen frei sein von gesetzlich leben. Wir weiten und wir glauben, dass die Bibel uns lehren wird, dass welche Dinge gut sind und welche Dinge Sinn sind. Aber es ist durch Gnade, was wir wollen frei sein von sind. Nicht durch die Gesetz. Und von dir, Gott, wir beten, dass du uns dort offenbaren in uns Hort, wo wir noch nicht hingegeben sind. Wo wir proben noch Kontrolle zu haben, dass wir noch in die Gesetze können leben. So dass wir noch ein Port haben von uns Hort, was bis für uns ist, dass wir können pochen mit unseren Worten. Gott, wir geben die Dinge ewig zu dir von dir. Offenbar uns, wir weiten die Worte das Leib tollig tun, dass wir wirklich ganz frei können sein, für die zu leben. Wir beten alle das in Jesus' Namen. Amen.